Okay. Dies ist deine erste echte Mission als Ranger. Zuerst reiten wir mit unseren Monstis zu diesem Aussichtspunkt. Welchem? Ach so, der Windmühle? Nee, also... Ah, da oben, der Turm. Wahrscheinlich. Okay. Yes. Verstanden. Aber wisst ihr, Kapitänin, ich dachte, meine Frischlingsexpedition würde im Seuchensteinwald stattfinden. Ja, da hast du recht. Ich werde es später genauer erklären. Ja. Gut, gut. Well. So. Anscheinend fangen wir mit der wichtigsten Ranger-Fertigkeit an. Dem Monsti-Reiten. Zack. Alles klar, alle im Sattel. Dann machen wir uns zum Aussichtspunkt auf. Das ist ein bisschen fies, weil Tobi kann nicht wirklich fliegen. Er kann schweben. He can run, but he cannot glide. Doch, gleiten kann er. Ja gut. Gibt's hier andere Monster? Ich will kämpfen. Kämpfen! Your Highness! Morgens, mittags, abends. Ich will... Was gab's da gerade? B. Rudelspuren. Oh. Lecker Apfelrudel. Ein Schmetterling. Ein Götterkäfer. Oh ja. Items sammeln. Wir sind hier immer noch in Monster Hunter. Natürlich müssen wir Items sammeln. Kann ich da durchwatschen? Bitterkäfer. Jawohl. Wer sammelt denn da Sachen? Azurianische Trauben. So, nachdem wir jetzt alles hier platt gemacht haben. Oh ja. Ey, ich bin schon Stufe 3. Mein Gott, bin ich gut oder was? Kraut. Da drüben ist auch noch Kraut. So, und da noch. Kann ich auch rennen? Oh, da ist was. Das Monster. Das Monster. Kapitän, ein Velociprey. Juhey, ein Velociprey. Ach, Earprey sind die Kleinen. Nee, warte mal. Earprey sind die paralysieren. Ach, ich habe keine Ahnung. Diese ganze Prey-Familie da mag ich alle nicht. So. Die Velociprey in dieser Gegend verwüsten in letzter Zeit das Aptonot-Ökosystem. Als Ranger dürfen wir das nicht zulassen. Wir werden den Velociprey erlegen. Seht es als Chance, eure Fähigkeiten zu testen. Monster im Feld. Bei Kontakt mit einem Monster wird ein Kampf ausgelöst. Wenn du ein Monster von hinten erwischst, führst du einen Erstschlag aus. Wenn dich ein Monster von hinten trifft, erleidest du einen Überraschungsangriff. Über starken Monstern wird ein Warnsymbol angezeigt. Je nach Differenz zwischen euren Stufen weist das Symbol eine von 2 Farben auf. Gelbes Symbol, die Stufe des Monsters ist etwas höher als deine. Rotes Symbol, die Stufe des Monsters ist viel höher als deine. Okay. Hey, Oh, komm, wir schleichen uns gleich an. Zack. let's give it our all. Oh, jawohl, ja. Okay, Großschwert habe ich. Sehr gut. Wenigstens kein Langschwert. Ich mag Langschwert nicht. Ein Velociprey, was? Das nenne ich doch mal eine perfekte Chance, das Können des Frischlings auf die Probe zu stellen. Der Velociprey hat es wohl auf dich abgesehen, Thea. Kannst du dich alleine um ihn kümmern? In Ordnung. Bei einem Kampf gegen einen leichtfüßigen Velociprey kommt es vor allem auf Geschwindigkeit an. Nein! 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 Nein, 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 nein. Ganz falsch. Ganz falsch. Der Velociprey wird mit Geschwindigkeit angreifen. Das heißt, du musst... Okay, ich hab's nicht mehr drauf, Mann. Oh, das ist lange her, ey. Also es gibt Technik und es gibt Kraft. Ich glaube, mit Technik angreifen werden wir gleich sehen, so. Konfrontation. Careful. Wenn du und dein Gegner euch gegenseitig anvisiert, kommt es zu einer Konfrontation. Merkt ihr die 3 Angriffsarten. Kraft schlägt Technik, Technik schlägt Geschwindigkeit und Geschwindigkeit schlägt Kraft. Sag ich doch. So. Ein Angriff kann über 3 verschiedene Angriffstypen verfügen. Kraft, Technik oder Geschwindigkeit. Jeder Typ hat eine Stärke und eine Schwäche, durch die du eine Konfrontation gewinnen oder verlieren kannst. Kraft schlägt Technik, Technik schlägt Geschwindigkeit, Geschwindigkeit schlägt Kraft. Wenn du und dein Gegner euch gegenseitig mit Angriffen attackiert, die Angriffsarten haben, kommt es zu einer Konfrontation. Konfrontation gewinnen. Du fügst schweren Schaden zu und der Bindungsbalken wird aufgeladen. Sehr schön. Konfrontation verloren, der erlittene Schaden wird erhöht. Okay. So, Gleichstand, ja. Autsch. Okay, das war sicher nicht der richtige Angriff. Ich hab's doch gesagt. Das ist ein schneller Angreifer, du musst mit Technik kontern. Der Gegner hat auch einen Geschwindigkeitsangriff eingesetzt. Daher kam es beim Zusammenstoß zu einem Unentschieden. Keep an eye out. Siehst du die Kampflinie? Die zeigt dir, wenn das Monster mit dem nächsten, also wen das Monster mit dem nächsten Angriff anvisieren wird. Dieses Mal bin ich wohl das Ziel. Euer Hoheit, zeigt dem Frischling, wie man es macht. Velociprey ziehen Geschwindigkeitsangriffe vor. Ich muss euch sicher nicht sagen, was ihr in dieser Situation tun solltet. Ist klar, komm. Kannst abhauen. Ich regel das.
Zack. Technik. Wie wechsle ich? Ah, mit Steuerkreuz. Okay. So, ich muss mal mich hier noch ein bisschen umgucken hier, was hier alles gibt. Okay. Was sind denn diese komischen Diamanten da? Egal. Technikangriff, it is. So. Oh. 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 Moment. Was kann ich hier machen? Was ist das? Ach so. Ich glaube, hier könnte ich jetzt den Gegner wählen, den ich angreifen will. Aber es ist ja nur einer da. Also im Moment kann ich halt gar nichts machen. Jetzt hoffe ich auch... Also soweit ich mich noch erinnere, diese 3 Icons, ich schätze mal, dass du es gleich erklärt kriegst, aber das eine ist Schneidsschaden, also so von Schwertern zum Beispiel. Das andere ist Pierce-Schaden von Pfeilen und das andere ist stumpfer Schaden von Hämmern oder Huntinghorn. So, also, jawohl. Aber locker hier. Genau so, Kapitänin. Ihr habt ihn gelesen wie ein Buch. Okay. Aber ein einseitiges Buch. Cover mitgezählt. Als nächstes solltest du auf einen Doppelangriff abziehen. Setze zusammen mit deinem Monster Angriffe mit Typvorteil ein. Aha, Doppelangriffe. Wenn du mit deinem Monster eine Konfrontation gewinnst, während ihr denselben Gegner anvisiert, löst das einen Doppelangriff aus. Wenn Rider-Fähigkeiten einsetzen, erfolgt kein Doppelangriff. Also, verstehe ich noch nicht ganz. Wenn Rider Fähigkeiten einsetzen, erfolgt kein Doppelangriff. Also wenn wir drauf sitzen, während wir reiten oder was? Ja, okay, das ergibt Sinn, ja. Doppelangriffeffekte. Füge dem Gegner erheblichen Schaden zu und füllt den Bindungsbalken deutlich auf und unterbricht den gegnerischen Angriff. Schön. Aber weder Rata noch Kagachi, so heißt sein Monster oder was, haben Angriffe, die einen Typvorteil gegen eine Veloci Prey hätten, oder? Hab Vertrauen, in einer solchen Situation musst du bloß deine Monstis wechseln. Ich hab nur eins. Kommt, eure Hoheit. Führt euren Jian-Kutku in die Schlacht. Ich habe einen Jian-Kutku dabei. Okay. Befehle erteilen, Monstis wechseln. Durch die Auswahl von Monsti-Befehlen kannst du festlegen, welche Fähigkeiten ein Monsti einsetzt, sowie Monstis während des Kampfes auswechseln. Monstis können nur einmal pro Runde ausgewechselt werden. Monstis handeln eigenständig, ohne dass du ihnen direkte Befehle erteilen musst. Wenn du ein Monster eigenständig handeln lässt, füllt sich der Bildungsbalken etwas schneller, als wenn du ihm Befehle erteilst. Guti, okay, also mit L kann ich da durchgehen. So, also, so könnt ihr euren Jian-Kutku an die Frontlinie schicken. Ihr solltet ihm auch befehlen, einen Feuerball einzusetzen. Okay. Aha, okay. Feuerball. Ah, Feuerball ist Technik. Grün ist Technik. Okay, alles klar. Guti. Wo ist denn der Jian-Kutku? Ich sehe ihn gar nicht. Egal. Ah ja, da ist er. Ein Jian-Kutku kann sich gegen einen Veloci Prey gut behaupten. Versuchen wir mal einen Doppelangriff gegen den Veloci Prey. Thea, du weißt jetzt, was nötig ist, um einen Doppelangriff auszuführen, oder? Yes. Jawohl, Frau Kapitänin. Der Rider muss einfach nur einen Technikangriff einsetzen. Jawohl, ja. Hast du gut aufgepasst. Mach mal Technikangriff. Zack. Ja, boom! So, der steht ja immer noch. Jetzt nimmer. Nice one. Er hat vergessen umzufallen. Er ist ein bisschen doof. Erstaunlich, Kapitänin. Eine herausragende Zurschaustellung eines Doppelangriffs. Du alter Schleimer, du. Mit Doppelangriffen kannst du gewaltigen Schaden verursachen und gegnerische Angriffe vermeiden. Sie steigern auch eure Bindung. Bin ich die Einzige, die da etwas auf uns zukommen sieht? Also zuallererst mal, das ist ein Mädel. Sehr schön. Dann habe ich auch das Pronomen oder wie das heißt. Wie heißt denn das? Pronoun. Ja, egal. Okay, ist ein Mädel. Alles klar. Ah, da ist noch einer. Ah, heiliger Pugi-Rüssel. Das ist ein Velociraptor. Ja. Es macht doch jetzt keinen drauf. War doch eben schon mal einer. Ist das etwa der Anführer der Meute? Mach dich bereit, Thea. Klar, dass hier der Anführer ist. Ich bezweifle, dass normale Angriffe hier ausreichen werden. Das könnte eine gute Gelegenheit sein, um eine Fähigkeit einzusetzen. Aha. Viele Fähigkeiten sind mächtig, verbrauchen aber Ausdauer. Man muss also gut drüber nachdenken, wann man sie verwenden will. Sehe ich eben gerade erst. Krass. Deine Ausdauer erholt sich zwar mit der Zeit automatisch, aber du solltest dich trotzdem nicht verausgaben.
So, aktive Fähigkeiten und Ausdauer. Wähle im Kampf Fähigkeiten aus, um Ausdauer zu verbrauchen und eine aktive Fähigkeit einzusetzen. Einige von ihnen verfügen über einen Angriffstyp, der unter den richtigen Bedingungen Konfrontationen auslösen kann. Okay. Zu Beginn jeder Runde erholt sich die Ausdauer ein wenig. Aha. Deine aktiven Fähigkeiten variieren je nach Waffe. Die verfügbaren aktiven Fähigkeiten können durch das Hinzufügen einer Dekoration weiter erhöht werden. Okay. Dann lass uns mal ein paar Fähigkeiten in Aktion erleben. So. Was war das? Your Highness! Ja. Euer Hoheit. Wolltet ihr nicht beibringen, wie man Fähigkeiten... Ja. Mach mal langsam hier. Versuch hier eine Fähigkeit einzusetzen. Will ich ja machen, aber... So, also. Ich werde es mal mit einem Ansturm-Tackle versuchen. Bei Fähigkeiten kann man zwischen 3 Angriffsarten auswählen. Wähle stets die dir einen Typvorteil bringt. Mach Sachen. Also Ansturm-Tackle, es gibt einen aufgeladenen Hieb und einen starker aufgeladener Hieb. Achso, wir spielen Großschwert, ja klar. Oh, warte. Ich habe noch einen Jagdhorn dabei und einen Bogen sehe ich gerade, aber ich kann leider nicht wechseln. Ich muss das halt so. Erhöht den Ladungsbalken um eine Stufe. Fügt mit Waffenelement einem Gegner Schaden zu. Weiß nicht, habe ich ein Waffenelement? So. Brechenbonus. Was ist denn das da gerade? Ach so. Okay. Ich muss also auf den Rumpf hauen. Weil, wenn ich hier auf den Kopf haue, da bräuchte ich stumpfer Schaden, um ihn benommen zu machen oder so. Gehe ich mal stark von aus. Aber auf dem Rumpf, sag mal, was ist denn mit dem Tobi da los? Tobi Kagachi. Was hat er denn für ein Problem? Der ist hier nur am Plärren. Ist ja gut. Ich mache ja schon. So. Aber das da, ja, ist egal. Also, ich mache gegen den Rumpf. So. Nice. Bam. Ihr habt's geschafft, Kapitänin. So, listen. Anders als normale Angriffe können Fähigkeiten den Wyvernseelenbalken eines Monsters verringern. Was ist denn ein Wyvernseelenbalken? Ach, das ist das da oben, wo ein Pfeil drauf zeigt. Für die ganz Doofen wie mich. Sehr schön. Das macht es wesentlich einfacher, Monster zu erlegen. Versuche daher stets, die Wyvernseelenbalken zu reduzieren. Was ist das? Ist das quasi so die Ausdauer oder so von einem Monster so irgendwie? Was ist das genau? Ah, okay. Der Wyvernseelenbalken zeigt den Kampfgeist eines Monsters an. Wenn du ihn vollständig senkst, erhältst du einen großen Kampfvorteil. So reduzierst du den Wyvernseelenbalken. Angriffe mit aktiven Fähigkeiten, Angriffe beim Reiten und Einsatz von Bindungsfähigkeiten. Aber was genau der jetzt halt macht, also wenn der Kampfgeist des Monsters ganz gesenkt ist, was passiert dann mit dem Monster? Steht's mehr rum? Ist es benommen? Muss man rausfinden. Okay. So, lass uns jetzt alles daran setzen, den Wyvernseelenbalken des Velocitron zu verringern. Was war das da gerade? War das von ihm oder was? Achso, ja, er hat gerade einen durchbohrender Schuss. Also, wir wollen den Wyvernseelenbalken verringern. Dann würde ich mal sagen... Mal gucken hier. Also das kostet also Ausdauer da unten, sehe ich gerade. Ich kann einen aufgeladenen Hieb machen, verbraucht Ladungsbalken. Moment, ich muss noch mal kurz raus. Will der gerade angreifen? Sieht nicht so aus. Gut, also dann würde ich sagen, ich mache verbraucht Ladungsbalken und Gegners Schaden mit dem Waffenelement. Erfordert Ladestufe 2 oder höher. Haben wir den schon? Ladestufe 2? Ja, ich habe 3. Glaube ich zumindest. Ich nehme den mal, ja. So, und wieder gegen den Rumpf. Jawohl, ja. Au, alle. Der hat richtig wehgetan. Oh, Lähmung zugefügt. Das ist ja saupraktisch. Okay, jetzt kriegt er aber ordentlich die Haare gemacht hier. Ey, Kapitänin! Der Velocitron sieht ziemlich sauer aus. Oh ja, der ist aggro gerade. Wütende Monster neigen dazu, ihre Angriffsmuster zu wechseln. Oha. Außerdem können sich die Angriffsgewohnheiten auch mit der Form eines Monsters ändern. Also mit der Form, nicht mit der physischen Form, sondern der mentalen Form oder so. Also er ist jetzt halt wütend, ne? So, Moment. Die meisten Monster verwandeln sich im Laufe des Kampfes, ernsthaft jetzt? Dadurch verändern sich ihr Verhalten und ihre Angriffsarten. Manche Monster erhalten dadurch auch stärkere Fertigkeiten. Nein, das ist hier... Was geht denn hier gerade ab?
Da ist einer aggro, okay. Also er brennt und ist gelähmt, deshalb blitzt er. Also ich glaube, er wird jetzt nicht auf Schnelligkeit gehen, er wird auf Technik gehen, weil Kraft hatten Velocitron nicht wirklich. Und weil er ja auf Schnelligkeit dann, also er nimmt Kraft. Nee, er nimmt Technik und dann nehmen wir Kraft, okay? So. Ach so, guck mal. Wir haben schon den Rumpf gebrochen, oder was? Ah, okay. Aber wir hauen weiter auf den Rumpf ein, ja? So, jetzt lass mal gucken. Teil gebrochen. Konfrontation. Aha. Er nimmt Kraftangriff. Okay. Nice one. Oh. Umgeworfen. Synchronansturm. Damit wäre der Wühmannsehen-Balken erledigt. Ah, der fällt dann um. Ach so. Alright. Jetzt müssen wir aufs Ganze gehen. Erledigen wir ihn mit einem Synchronansturm. X. Also X. Also alle kloppen halt drauf, weil er halt am Boden liegt. Immer schön auf den am Boden liegenden draufkloppen. Oh. Did it! Mal lieber Scholli, ja? Das haben wir wohl geschafft. So, listen. Der Synchronansturm verursacht gewaltigen Schaden. Wenn du eine Chance für ihn siehst, solltest du sie nicht verstreichen lassen. Synchro-Rush, also Synchronansturm, okay. Ein Synchronansturm kann aktiviert werden, wenn ein einzelnes Monster umgeworfen wird. Wenn du den Synchronansturm nicht einsetzt, bleibt das Monster umgeworfen. Ja, wie lange bleibt es umgeworfen? Synchronansturm-Effekte verursacht schweren Schaden und füllt den Bindungsbalken deutlich auf. Yay! We did it! Good work. Glaubst du, dass du die Grundlagen des Kampfes jetzt verstanden hast, Yes. Thea? Ja, Kapitänin. Ich glaube, dass ich den nächsten Kampf auch alleine bewältigen kann. Schöne Hosenträger hat sie That an. should work. Freut mich zu hören. Dann zähle ich auf dich. Erfahrungspunkte und Monstermaterialien können durch Siege in Kämpfen erhalten werden. Erfahrungspunkte, die erhöhen die Stufe von Ridern und Monstis. Mach Sachen. Monstermaterialien zum Schmieden und Verbessern von Ausrüstung in der Schmiede. Sobald du keine Herzen mehr besitzt, also es geht jetzt hier um eine Niederlage, so. Also sobald du keine Herzen mehr besitzt, verlierst du den Kampf. In diesem Fall kannst du an einem nahegelegenen Katzawan-Stand oder anderen Orten neu starten. Bei bestimmten Kämpfen erhältst du nach einer Niederlage die Möglichkeit, es erneut zu versuchen. Und der Status nach dem Kampf. Wenn ein Kampf beendet ist, werden TP und Herzen vollständig wiederhergestellt. Alle anormalen Statusse geheilt, Stati. Und die Ausdauer auf ihren Grundwert zurückgesetzt. Gut. So. Kaum zu glauben, dass wir ihn besiegt haben. Also, wir waren auf dem Weg zu einem Aussichtspunkt, ja? Genau. Wir gehen zu dieser Anhöhe. Dort gibt es einen Aussichtspunkt. Von dort werden wir nach dem Waldeingang suchen. Wie, die weiß nicht, wo der Waldeingang ist? Okay. Ja, ich weiß schon, dass wir da hoch müssen. Verstehe. Dafür sind die Aussichtspunkte also da. Sehen wir ihn uns an. Sehen wir ihn uns an. So. Okay. Erstmal... Was ist das da hinten? Captain. Was war da gerade? Haha, ich habe gesehen, dass da was ist. Da ist doch so ein Shiny. Was ist das? Scharfer Reißzahn. Okay, lass mal kurz gucken. So, Monster-Enzyklopädie. Ich muss ja hier, Monsterklopädie oder so, wie es heißt. So. So, okay. Körperkopfrumpf, okay. Fähigkeiten. Das Alpha-Monster Velociraptor-Rudels. Bla bla bla. So, also, ja, wir gehen ja schon. Guck mal, da ist ein Schmetterling. Zack, her mit. Oh, das sind Erze. Ach Mann, Monster Hunter. Schön. Ein Goldnugget. Ich will aber da hoch. Da ist eine Harzpflanze. Gut. Komme ich denn hier hin? So, gehen wir einfach mal hin. Mal gucken, wie weit wir abhauen können. Oh, das sind Blaupilze. Okay, es war Nitropilz. Ja. Ich wollte ja nur gucken. Ey! Komm her, ist ja gut. Ich komm. Alles klar. Wieso kann der fliegen? Oh, Moment, ich kann hier einfach... Was ist denn das? Irgendwas bist denn du? Vergessene Fossile.
Ja, sorry, Leute, aber es ist Monster Hunter. Du musst doch sammeln. 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 Das ist sehr wichtig. Ich würde hier gern fliegen. Ja, ja, wo ist der Aussichtsturmpunkt? Mal hier. Ah, darüber. Hoppala. So. Ich sehe als gar nicht, was hier aufzunehmen gibt. Okay, hier gibt es irgendwas. So, also, das hier ist die Anhöhe. Gehen wir zum Aussichtspunkt. Jawohl, aber Kapitänin, ich dachte, Rater können keine steilen Wände erklimmen. No. Stimmt. Ich habe einen Tobi Kadachi dabei, der Mauern erklimmen kann. Wenn man Monstis wechselt, kann man verschiedene Orte erreichen. Aha, aha, aha. Kletternfähigkeit, so. Aha, aha, aha. Was ist hier los? Ah, ein Katzawan. Dann speichern wir mal, ja? Zap, zarab. Gespeichert, jetzt geht's ab. Okay. So, und jetzt... Guck mal. Das ist immer cool. So. Seid gegrüßt, Flotakü. Und das ist wohl das neue Gesicht unter den Rangern, von dem ich gehört habe, ja? Yes. Hallo, ich bin Thea, die neueste Ranger-Rekrutin. Was genau ist das für ein Kätzchen, Kapitän? Right. Das ist eine Entdeckerfeline. Sie bereist die ganze Welt und legt Karten an, wo immer sie ist. So. Miauns, genau. Okay, wir erstellen Karten an Aussichtspunkten im ganzen Land. Sprich mit uns, dann geben wir dir gerne eine Karte. Apropos, hier ist eine Karte der Region, die ich erkundet habe. Ein passendes Geschenk für einen Neuling auf Frischlingsexpedition. Jo, fein, danke. Guti, so. Vielen, vielen Dank. So, mit so einer Karte wird das Reisen an neue Orte viel einfacher. Ich möchte dir außerdem zeigen, wie du die Aussichtspunkte nutzen kannst. Darf ich mir dein Fernrohr borgen? Fernrohr. Das wäre mir eine Ehre. Mit dem Fernrohr könnt ihr den Pfad zum Wald erspähen. Warum rede ich jetzt mit so einer sanften Stimme? Weil ich es kann. So, also, Fernteleskop. Ist das nicht eine Verdoppelung? Heißt Teleskop nicht weit schauen und also fernweit schauen? Was ist denn das hier? Keine Ahnung, aber hier sind viele. Okay, ich benutze es ja schon. Alles klar. Let's see. Wo ist denn nun der Eingang zum Seuchensteinwald? Wie wär's, wenn du dich ein wenig umschaust? Schau zuerst nach rechts. Natürlich machen wir das nicht. Langweilig. Ich kann gar nicht nach oben oder unten gucken. Guck mal da. Ja, komm, das Spiel will, dass ich nach rechts gucke. Ah. Kapitänin, da ist was. Ich würde es gerne überprüfen. Ja, da ist so ein großes Icon. Dann solltest du dir das Icon ansehen. Ah ja, okay, alles klar. Ach, jetzt kann ich auch nach oben und unten. So, jetzt kann ich... Ah, guck mal da ist eine Kiste. You did it! Ah, je weiter ich in die Ferne blicke, desto mehr ist alles kristallisiert. Das bedeutet, dass dieser Weg zum Seuchensteinwald führen sollte. Na, da sieh mal an, das hast du wirklich schnell herausgefunden. Jetzt wissen wir, in welche Richtung wir gehen müssen. Aussichtspunkte können genutzt werden, um alle möglichen Orte zu entdecken. Halte Ausschau nach besonderen Orten, wenn du kannst. Du kannst auch Markierungen setzen, um Orte nicht zu vergessen. Würde ich gerne machen, einen gelben Pin setzen, den roten Pin. Zack, gleich mal hier die Kiste markiert. Wir gucken natürlich noch. Ja, ich habe das schon verstanden. Ah ja, da Kristall. Also ich dachte, das wären einfach nur... Was ist denn das Rote da? Und was ist das da? Kann ich da... Ich wusste... Oh, da ist noch eine Kiste. Gelber Pin. Da sind sehr viele Kisten. Die muss ja gucken hier. Was ist das da? In den Weingärten meiner Familie wachsen die besten Trauben der Region. Probiert mal. Ah. Meine Familie, das sind Weinbauern. Heißt doch so, oder? Ich wollte gerade Weinanbauern sagen. Was ist das da? Ja, komm, das ist Ärzte und sowas. Die werden das so finden. Ich mach mal die Pins. Wir haben halt nur 4. Ich versuche die... Ah, guck mal, da oben sind Gegner. Sehr schön. Ist das ein blauer Jan Kutku? Oh, was ist das? Die Windmühle erleichtern die ganze Arbeit. Mit der Hand wäre sicher die reinste Qual. Ja, das stimmt. Der Felsen da wirkt sanft genug zum Klettern. Da möchte ich mit meinem Tobi Kadachi rauf, okay? Hier ist das Monster, also dieses ganz weiße und flauschige. What's this? Das ist ein Aussichtspunkt in Richtung Ost-Azuria. Azura? What's this? Azuria. Okay, sonst noch was? Oh, da gibt es aber noch viel.
Richtung des Sees. Prächtige Flagge. Ja, 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 ja. Und hier. Anblick des Schlosses. Ach, das ist der Kerker. Werden sie da ins Loch geworfen oder was? Okay, da waren wir schon. Okay, alles klar. So. All Mit right. X springen, mit X in der Luft. Flug starten. Ja, sorry. Ich wollte, das war nix. Oh, pass auf. Das kriege ich besser hin. Sorry. Es ist eng da oben, ja. So, jetzt hat aber eine Terra-Perle. Komm, die hat doch aber noch so. Aha, da ist zum Beispiel eine Kiste. Ein Juwel gefunden, ein Baubeschützer. Okay, was ist das? Achso. Moment. Ach, Mann. Sollen wir die Story weitermachen? Oder sollen wir darüber gehen? Ja, habt recht, darüber gehen. Ganz, ganz klar. Hallo? Willst du nicht fliegen? Also ich habe den falschen Knopf zum Fliegen gedrückt. So, jetzt pass mal auf hier. So, ich will darüber auf den Berg natürlich, ist ganz klar. Da war ein blauer irgendwas und ein weißes, flauschiges Monster, hat er gesagt. Drüben ist ein Apfelbaum. Okay. Ich muss mich, guck mal, hier. Geht leider hier nicht weiter, okay. Ja. Kennst du das Sprichwort? Der Weg war umsonst. Ja, haben wir wieder was gelernt. So. Aber zum Apfelbaum kann ich doch, oder? Ich kann doch wohl zum Apfelbaum. Hol dir die Äpfel vom Baum. Will er nicht so. Kann ich da hoch? Nee, auch nicht. Ja, ich habe so das Gefühl, das Spiel will, dass wir in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Nach oben. Denn gehen wir nach oben, wird man uns loben. Das haben wir nicht markiert. Eine Ristkugel gefunden. Eine Ristkugel ist immer cool. Kann ich auch hier hochklettern? Nee. Also in den älteren Spielen, also ich habe ja hier, achso, die habe ich noch gar nicht online gestellt. Ich habe mal angefangen mit Monster Hunter Stories 1. Also ich habe den zweiten Teil gespielt auf der Switch, aber nicht hier auf dem Kanal. Und dann habe ich, weil sie letztens im Angebot waren, mir nochmal beide Teile gekauft und habe Monster Hunter Stories 1 angefangen. Auch hier zu spielen und Let's Play dazu zu machen. Habe aber erst, ich glaube, 2 oder 3 Folgen und dann kam irgendein anderes cooles Spiel dazwischen. Und ja, ich habe die Folgen noch. Die muss ich mal gucken. Die sind halt noch nicht online. Also sie sind schon online, aber die sind noch auf privat gestellt. Könnt ihr ja schreiben, wenn ihr die sehen wollt. Aber es ist halt Quatsch, dass ich jetzt da weitermache. Oder die online stelle oder verfügbar mache für alle. Weil, naja, es sind halt nur 3 Folgen. Dann müsste ich halt Stories 1 weiterspielen und so kurz vor Stories 2. Ey, das kommt jetzt in einem knappen Monat raus. Ich glaube nicht, dass ich da Stories 1 durchspielen kann. Das wird mir zu eng jetzt. Ich könnte sie halt online stellen, die ersten 3 Folgen, und dann sagen, hier mache ich in 3 Jahren weiter. Das will ich halt nicht, weißt du? Und deshalb sind die noch auf privat gestellt. So. Was haben wir denn hier? Die Früchte des Baums sind reif zur Ernte. Vielleicht können wir vor deiner Flüchtlingsexpedition noch ein paar sammeln? Bestimmt. Wobei es nach einer echten Pugi-Arbeit klingt, die Früchte von so einem hohen Baum zu pflücken. In solchen Momenten ist auf Monstis Verlass. Trifft den Baum mit einem Atem- oder Nahkampfangriff. Damit er Früchte abwirft? Okay. In der Nähe eines Sammelpunkts sammeln. Durch Sammeln kannst du Objekte von Pflanzen, Erzen und anderen Sammelpunkten erhalten. Beim Sammeln erhältst du gelegentlich Handelsobjekte und Handelspunkte. So. Handelspunkte kannst du beim Melings Handelsplatz in Städten und Lagern gegen Objekte tauschen. Okay. Kapitänin. Ich wollte schon immer mal Ratas Atemattacke sehen. Rata. Wenn du unbedingt willst, komm, Rata, ich zeig sie dir. Nahkampfangriff 1. Beim Reiten, Nahkampfangriff. Der Nahkampfangriff ist ein Riding, mit dem du Gegner vor dir angreifst. Triff ein Monster mit dieser Aktion, um einen Kampf mit einem Vorteil zu beginnen. Aha. Wenn deine Stufe deutlich höher ist als die des Zielmonsters, kann der Nahkampfangriff es sogar... Oh, das ist ja praktisch, ey. Benutze Nahkampfangriffe bei großen Sammelpunkten in der Wildnis, um eine große Menge Gegenstände zu erhalten. Manche Mauern auf dem Feld können auch mit einem Nahkampfangriff durchbrochen werden. Atem einsetzen. Ja.
Gedrückt halten und Kamera bewegen, zielen. Okay. Atem ist ein Riding gegen Ach so, Feuerball quasi. Ah, gegen weit entfernte Ziele. Es kann von Monstis eingesetzt werden, die über die Atemfähigkeit verfügen und sogar von einigen, die sie nicht haben. Wie Nahkampfangriffe kann Atem dazu verwendet werden, um große Sammelpunkte zu zerstören und Mauern einzureißen. Wenn du ein Monster mit Atem triffst, kannst du es niederschlagen und dann fallen gelassene Objekte aufheben. Wenn du dich einem niedergeschlagenen Monster näherst, kannst du zudem einen Erstschlag ausführen. Atem hat keinen Einfluss auf Monster, die eine wesentlich höhere Stufe als du haben. Okay. Also. Monsti-Wechsel. Ja klar, erstmal Rathalos, ja. Wo rennt er denn hin? So. Am Reiten halten, Atem. Wow, Captain! Krass. Ach, der nimmt die dann automatisch auf. Kann ich nochmal machen? Bringt, glaube ich, aber nichts mehr, oder? So, und jetzt beim Reiten ein Nahkampfangriff. Ach so, das ist, da haut er dann, oder da beißt er. Ach, der macht da seinen Seitwärtsangriff, wo er dann so zubeißt. Ah, interessant. So, also ich sehe aber hier, das interessiert mich viel mehr. Haha, jawohl, ja. Und jetzt gucken wir nochmal. Zack. Oh ja, das ist extrem praktisch. Okay, das gefällt mir schon mal gut. Das gab es halt in den alten Teilen nicht. So. Generell scheinen sie da noch ziemlich gut dran rumgeschraubt zu haben. Also früher, zu meiner Zeit. Nee, in den alten Teilen also auch. Also im ersten auf jeden Fall noch, im zweiten weiß ich gar nicht. Der zweite ist halt länger her, ne? Da gab es halt, wenn es da Stelle gab, wo du eine Monsterfähigkeit einsetzen musstest, dann war da halt so eine Bodenplatte und da musstest du halt draufgehen und dann ist das Monster dann einen großen Sprung gemacht. Oder ist dann halt hochgeklettert oder so. Und jetzt hier, ja, kletter halt einfach hoch. Finde ich eigentlich gut so. So, das ist ganz was anderes. Hier kann ich einfach B drücken, ja. Und hier ist eine Katzerbahn. So, jetzt pass auf. Mir fällt gerade noch was ein. Und zwar, ja, schön. Wir haben Ausrüstungsteile, kann das sein? Du kannst dir deine Objekte und Eier im Beutelmenü ansehen. Okay. Ja, schon klar. Wir haben doch vorhin irgendwas mitgenommen. Rudelspuren, Trankrezept. Ein Kombirezept für einen Trank erfordert Kraut- und Blaupilze. Kann ich das jetzt irgendwie verwenden oder so? Pass auf. Okay. Wir haben vorhin irgendwie... Ich glaube, das geht wahrscheinlich dann nur Kann ich da auch rübergehen? Was ist denn das hier? Ranger... Das ist mir zu viel Arbeit hier, ja? Eigene Eier. So, gut. Ist in Ordnung. Hupsala. Links oder rechts? Wir gehen dahin. Weil da die Karte nämlich zu Ende ist. Und in Sackgassen rumzustöbern ist immer gut. Sag mal, wir haben doch noch irgendwo eine Kiste markiert, ja? Moment, ist das wirklich der Eingang zum Wald? Die Kristallisation scheint sich auszuweiten. Wir sollten dieses Gebiet im Auge behalten. Nee, das ist wirklich... Ah, okay. Es ist... Ah, hier geht... Kann ich da... Hoppala. Sorry. Ich hab das noch nicht so drauf mit der Steuerung, ja? Alter. So. Wir haben irgendwo eine Kiste. Ach, die war da oben. Ja, okay. So. Okay. Ich glaube, hier wird es dann irgendwann mal weitergehen, aber noch nicht jetzt. Ja gut, dann gibt es hier nicht viel zu holen für uns. So. Kann ich hier wieder auf die Berge drauf gehen? Nee, das geht nicht. Aber auf den kann ich drauf, oder? So. Ah, guck mal da drüben. Moment. Nein, so, flieg weiter, Junge. So. So. Ich will mich schon hier umgucken. Ja, wir gehen ja jetzt... Ach so. Ah, der verschwindet da nicht, wenn man da war? Ja, das ist natürlich doof. Und der andere ist da drüben, ne? Na, da gehen wir jetzt halt nicht hin. Wir machen hier schön weiter hier. So.
Ich finde es ein bisschen komisch, dass man halt zum Fliegen den Knopf gedrückt halten muss. Es ging halt sonst automatisch, konntest halt wählen, ob du laufen oder rennen oder fliegen willst. Aber ja, okay. So ist es und so bleibt's. Aschepass. So. Right, we're here. Let's get your inaugural expedition underway. Yeah. Aye, Captain. Ready for action. That's the spirit. Now, Was hat er denn für ein schönes Amulett an? we're going to explore the forest and have you look for monster eggs. Goodie. You got it. You But got it. that's all we're doing? Looking for eggs? Ja, Exactly. das war doch mal It may not sound glamorous, exactly, but egg ne? hunting's one of our Exactly. essential tasks. This is how we find the monsties who become our partners after all. But that's not all. There's another reason egg hunts are so important to we rangers. Okay. And, what reason is that? It's simple. Counterintuitive though it may seem, egg hunts are a way for us to protect endangered monster species. Ist ganz klar, ne? Wenn du gefährdete Monsterarten hast oder Tierarten, dann klaust du denen einfach ihre Kinder, sodass sie die nicht großziehen können. Somit schützt du die ganze Art. Ist logisch. When we Irgendwie find an nicht. endangered species egg, Aha. we take it and hatch it. Then we can return it to the wild. Ja, aber warum bolstering lässt er their denn die Mutter population. das eigentlich großziehen? Also, ja, ich bin ja schon ruhig, ich hinterfrage ja schon That immer. really Ist halt does so. set you all apart from your average riders. What a great thing to do. By the way, do you know why more and more monsters are on the brink of extinction? Weiß nicht, weil die Menschen ihnen den Lebensraum klauen? Environmental changes brought on by the encroachment, maybe? Klugscheiße. Right on the money. Echt jetzt, also You sowas. really do live up to your reputation. Kann ich ja gar nicht leiden hier, ne? Ja. I'm still learning. Oh, guck mal hier. Oh. That's all the more impressive. But we think there may be another factor at play. Are you Oh, familiar sorry, with ich habe ihn feral unterbrochen, tut mir leid. monsters? Unbändigen Monstern? Nee. Feral monsters. Ach so, wilde. Also quasi, ja. Oh, yeah. They're sort of like regular monsters, but super strong and aggressive, right? From what I heard, Okay. no one's ever encountered one of those beasts and lived to tell the tale. Ja, woher will man dann wissen, dass die einem solchen begegnet sind? Naja. Hold on a minute. Das ist Can't be right. ah, schön. What do you mean it can't Ja, be right? genau, erklär's. If no one survived, Ja, genau. would the Mann, rest of ich us even mag know dieses how strong Spiel. they are? Das ist so ein richtiges Klugscheißer-Spiel für mich. whoa! I never thought about that. Ja, You're siehst du? sharp, little guy. Ja. Well, you've got the super strong part right, at least. Their might defies the very laws of nature. Now imagine what that power does to an ecosystem. I'll tell you more about feral monsters down the line. Okay. I am all ears. I'm all ears. We should probably get going. You can give her the lesson on the move. Okay, okay, okay. Aye. Ei. So, also. Wir gehen jetzt Eier klauen. By the way, Auf dem Aschepass gibt es Pflanzen, die wir ernten können. Sammle alle ein, die du findest. Ach, brauchst du mir nicht zu sagen. Du kannst Tränke erstellen, indem du Kräuter und Blaupilze kombinierst. Kombinieren ist wichtig zur Vorbereitung auf Monsterkämpfe. Ah, da muss ich natürlich gleich hingehen. So, Moment. Jetzt kann ich erst kombinieren. Ach, da ist das Kombinieren-Ding. Verwende die Kombinieren-Funktion, um Objekte miteinander zu verschmelzen und so neue Objekte zu erschaffen. Kombi-Rezepte können als Questbelohnung erhalten, von Melings Handelsplatz erworben oder auf andere Weise freigeschaltet werden. So. Kraut und Blaupilz. Gibt einen Trank. Und ein Trank und ein Pilz und Honig gibt einen Megatrank. So, lass mal kurz gucken. Da unten war doch so ein Dingens, das wir da hatten. Obala, ich hätte auch nach oben gehen. Ein Trankrezept. Kann ich das jetzt nicht benutzen? Kombi-Rezept für einen Trank. Erfordert Kraut und Blau. Also, komm, warte. Wir stellen jetzt erstmal hier so einen Trank herstellen. So, dann wählen wir die Menge. Gib mir alles, was du hast. Dann kombinieren wir. Brauchen wir keine Kombibücher. Sehr gut. So, also weiter geht's. Dann gucken wir mal und halten auch die Augen offen nach Zeugs zum Mitnehmen.
Das ist also der Seuchensteinwald. Der geht nicht gut über die Zunge. Schließlich dürfen... Oh, guck mal, da ist ein Frosch. Moment. Das ist ein wildes Tier. Das ist ein ganz wildes Tier. Oh, da ist Honig. Honig! Müssen Insektenhülse. Okay. Jetzt pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Er lebt noch. Was? Ich hab's doch platt gemacht. Okay, Grundlagen des Großschwerts. Diese Hiebwaffe wurde speziell dazu entwickelt, großen Schaden zu verursachen. Ladungsbalken. Füllt sich durch Siege und Konfrontationen oder Einsatz von bestimmten Fähigkeiten. Erhöht die Stärke von Fähigkeiten proportional zur Stufe des Balkens. Wo ist denn der Aufladebalken da? Ist das da unten, das da? Okay, gut. Das sind kleine Mückis, aber ich kann ja einen ordentlichen Kraftangriff machen, ja? Dann machen wir den mal auf... Ist mir egal, da drauf. So, roter Nahabra wurde erlegt. Komm, das muss doch reichen. Jetzt, was, das sind immer noch 2 da? Ist ja, seid ihr irre? Okay, Nahabras sind definitiv nicht auf Kraft. Also wenn, dann sind sie entweder Schnelligkeit oder Technik. Ich würde sagen, die gehen Technik. Ich mache weiter Kraft. Und zwar auch den da. Okay, der ist schon mal Platz. Sehr gut. Und der sollte jetzt aber auch Platz sein. Aha, guck, hat Technik gemacht. Hey, bin ich gut oder was? Sehr schön. Das ist schön. Das gefällt mir. Sehr schön. Okay, das macht schon irgendwie Spaß, ne? So, kann ich da jetzt weiter aufsammeln? Gibt's da noch? Nee. Schade, Schokolade. Aber da gibt's Knochen. Und eine Kiste. Was mag da wohl drin sein? Magier Zauberrezept. Oh, ja, pass auf. Das ist ja cool. Okay, wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Also wir können maximal Stufe 10 werden, ja? Weil das halt einfach so ist in dieser Demo. Wir können da noch weiter kämpfen, aber mehr wie Stufe 10 geht halt nicht. Also müssen wir jetzt nicht aufpassen, aber halt... So, also, ja. Einfach weiter drauf. Und guck, den gewinne ich. Ah, es ist er. Okay, dann gewinnt er es. Sie. Entschuldigung. Sie gewinnt das natürlich. Yippie-ki-yay! Ugi Backe. So. Also hier sind wir hergekommen. An der Kiste. Ich will diesen Vogel da. Was ist das für ein lustiger Vogel? Kann man da irgendwie... Wieso fliegt der nicht weg? Wieso weiß ich nicht, was für ein Vogel das ist? So. Also, links oder rechts? Mitte. Okay. Seht nur da? Was sehen wir da? Ein Pugi! Ein Pugi! Das ist das Pugi meiner Familie? Es war also die ganze Zeit hier? Was macht denn ein Pugi so weit weg von zu Hause? Vor einer Weile gab es einen heftigen Sturm. Die armen, verängstigten Pugis sind alle geflohen. Seitdem suchen wir nach ihnen. Ich dachte, die sind Weinbauern. Und nicht Pugi-Bauer oder so. Können wir vielleicht helfen? Wir sind zwar gerade mitten in der Flüchtlingsexpedition, aber wir können es doch sicher retten. Beinahe eines Pugis Pugi helfen. Pugis sind kleine Wesen, die in allen Regionen vorkommen. Wenn du einem Pugi hilfst, erhältst du als Zeichen seiner Dankbarkeit ein Objekt. So, jetzt gehen wir da rüber. Ach, kann ich schon B drücken oder was? Also hier oder was? Nee, ich wollte jetzt da einfach hochgehen, weißt du? Zack. Und jetzt hat... Ich habe einen Pugi gefunden. What's this? Ein Pugi. Handelsschein Gold. Oh ja, das ist doch gut. So, dann kann ich mich auch gleich weiter umgucken. Also da unten, oha, das sind viele Gegners. Gegners und Gegtrockens. Das heißt, es gibt hier gar kein links und rechts, weißt du? Doch, da unten ist noch was anderes. Okay, es ist also egal, wie rum ich hier baller. Es ist, also die Knopfbelegung ist noch ein wenig kompliziert. Oh, guck mal da. Landen bitte. Die ist noch ein bisschen kompliziert für mich, weil
Weißt du, auf dem einen machst du Angriff, mit dem anderen bestätigst du, dann tust du absteigen, dann tust du hüpfen, dann tust du fliegen. Alles auf anderen Knöpfen. Das hätte man halt vielleicht zusammenfassen können. So, hier war irgendwie noch ein Shiny. Aha. Jetzt sind die Flüsse. Oh, da ist noch Spinnennetz. Ist gut. Braucht man. So, jetzt pass auf. Bäm. Gleich mal eine reingezwiebelt. We can handle it together. Let's go. Oh yeah. Right. Veilocity Praise sind für schnelle Angriffe. Ach, kriegst du das jetzt auch erklärt noch? Ah, weil du es schon mal gemacht hast wahrscheinlich. Okay. Dann würde ich mal sagen... Immer auf den links. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen overpowered. Kann das sein? Ey, lassen Sie das. Yeah, I did it. Obwohl, das sind Veilocity Prey. Das sind keine Velodromes. Was ist das? Ein B-Rating? Warum? Wir waren voll gut. Da liegt's auf dem Boden. So, aber jetzt pass auf. Jetzt ein Ansturm Tackle auf das da. Wenn es lang genug lebt. Eins ist noch am Leben. So, und da mache ich jetzt ein aufgeladener Hieb. Das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, ob's an mir liegt, also an meinem Charakter. Oder meinen Charakterwerten. Oder an der Waffe. Großschwert ist halt eine recht langsame Waffe. Und also Thea greift halt immer zuerst an. Ich könnte mir halt denken, weil Bogen schnellere Waffe ist. Weißt du, was ich meine? So, irgendwie. Okay, den greifen wir jetzt so an. Guck. Zack. Erst schon alle drei mal ordentlich eine abgeräumt. Sehr schön. Dann gehen wir dieses Mal da drauf. Gehen wir mal auf die Mitte, oder? Müssen wir mal was Neues machen. So, einer ist weg. Und der, das sieht auch... Junge, der hat aber hier Power in seinem Schwanz. Tja, das ist schon ein Ding. Was ist jetzt? Boogie-Parade? Was ist jetzt los? Was machen die da? Was war denn das? Bam. Gut geklatscht. So muss das sein. Okay. Guti. Läuft gut, oder? Ich meine, gegen so kleine Futzelgegner ist jetzt kein großes Ding. Ist egal. Gegner ist Gegner. Und Gegner geben XP. So, lass mal gucken. Wir kommen von da. Ich würde dann mal sagen, dass wir hier weitergehen, ja? So, da können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Da noch was mitnehmen. Überall Kristallgedödel. Da drüben sieht es aber lustig aus. Da gehen wir natürlich nachher. Also es ist schon klar, dass wir da hin sollen. Da gehen wir natürlich nachher erst gucken, ja? Oder auch nicht.